Jö, was es ist? Ein neuer Impfstoff! Hurra! Nach Moderna und BioNTech Pfizer ist jetzt auch noch Johnson & Johnson als drittes Mitglied in unsere kleine Schweizer Impffamilie aufgenommen worden. Gut so, weil immer noch nicht weisen alle Kantone eine Impfquote von über 50% auf. Das sind die sogenannten Halbschulkantone. Zum Beispiel Appenzell-Innerrhoden. Appenzell-Innerrhodler sind wahrscheinlich alle Fans von der Rapperin Nicki Minaj. Hat die doch verkündet, dass die Impfung geschwollene Hütte verursachen. Und das könnte man glauben, das will niemand in Appenzell-Innerrhoden. Mäh. Wieso Mäh? Macht ein Bär Mäh? Egal. Neben den rund 100 Allergikerinnen und Allergikern, die man nicht einen mRNA-Stoff verabreichen konnte, hofft man wahrscheinlich mit Johnson & Johnson auch Impfskeptiker ins Boot endlich zu holen. mRNA-Impfung, das klingt ja gefährlich mit der Gross- und Kleinschreibung. Das macht aus mir sicher einen Roboter. Oder noch schlimmer, ich werde schwul, wie bei der YMCA-Impfung. Wobei, schwul kann man ja seit einer Woche jetzt offiziell heiraten, aber mRNA eben nicht. Mega gefährlich. Gut, Johnson & Johnson haben wirklich kein mRNA drin. Das ist alles viel weniger gefährlich dort. Hört, einfach künstlich erschaffene DNA, die ein Stück RNA aus dem SARS-CoV-2-Virus kodiert und dann in ein Adenovirus gepackt wird, welches dann in die Zelle gelangt und zerlegt wird. Im Zellkern wird dann die neue DNA dann wieder zu RNA und die wiederum bleibt die Zelle an. Oder einfach gesagt, Penis. Ja, und schon wieder sind Skeptiker verunsichert. Also macht es jetzt doch schwul. Ich persönlich glaube ja nicht, dass man die Schweizer Impfverweigerer mit ihren Schweizer Fähnchen und Freiheitstrichlerglocken davon überzeugen kann. Da muss viel mehr Swissness rein. Etwas, was die Leute vertrauen. Zum Beispiel Roger- und Federer-Impfung. Oder wie wäre es für Kinder? Klibi- und Caroline-Impfung. Moment, Johnson & Johnson ist doch dafür bekannt, dass es nur einen Stopf braucht. Ha! Jetzt habe ich es. Uli- und Maurer-Impfung.